Als eine Person, die zu Lützeburg schläft, was bedeutet Europadach für dich? Ein Europadach bedeutet mir am Anfang ziemlich viel, weil dick viel Jung vergessen oft, was Europa bedeutet und was das und wenn ihr dann dahin geht, dann hört ihr auch all die Stände, wo ihr gesagt was Europa so für dich möchte und so weiter und dann kriegt ihr so ein Reminder, dass ohne Europa Sachen am Anfang ziemlich blöd gingen laufen. Manche junge Leute fühlen sich verbunden zu der Idee von Europa heute des Tages. Ich meine schon, sie sind sich nicht bewusst. Und zwar, wenn du guckst, wie wir leben, dass wir können Sachen bestellen in Deutschland oder auf Träger gehen, kurz durch Shopping machen oder kurz in Bresel ein Liege lesen. Ich meine, wir leben nicht. Wir sind uns nicht bewusst. Das ist just, wir müssen uns just nicht mehr erinnern am Alltag, sei es an der Schule mehr intensiv zu lehren oder auch Gesellschaft insgesamt sich mehr darum zu erinnern. Das ist schwierig zu sagen, weil wenn junge Leute schon an der EU geboren sind und nicht wissen, was für drauf war, dann ist es sich ziemlich schwer dazu vorzustellen, wie das für drauf war. Aber dafür ist es mega wichtig, auch mit Leuten zu schwätzen, die etwas anderes schon erlebt haben. Sie wird Leute, die aus Ländern kommen, die nicht an der EU sind, oder den Älteren vielleicht, und so weiter. Just zu wissen, wie es für drauf war und wie gut wir dann von an der EU haben. Für was meinst du, dass es wichtig ist, dass die jungen Leute Europadach feiern? Ich muss sich als junge Person immer daran erinnern, dass das, was wir haben in Europa, einfach, dass ich das nicht for granted hält. Sie wird irgendwo einfach so studieren können an der EU, irgendwo hier reisen an der EU, ohne sein Pass zu weisen und einfach all die Sachen, die Europa als gibt, das soll ich nicht for granted halten und dafür ist es mega wichtig, daran zu erinnern. Ich meine, sonst geschieht es wie bei mir. Als ich zu Paris studiert habe, habe ich recht erkannt an einer Lobbying-Klasse, was die Europäische Union überhaupt bringt. Und ich meine, Europadach ist eine Opportunität für uns, für zu lernen und uns zu erinnern, dass Europadach etwas ist, was wir alltag leben. Und während dem Europadach kriegen wir das erinnert, wir kriegen das gewissen und wir leben nicht drin. Das ist so wie Schoberfeuer, mehr als EU-Version. Was kann ich machen, dass die jungen Leute sich mehr für den Europadach interessieren? Ich meine, du musst wirklich Sachen machen, die junge Leute wirklich interessieren, wo junge Leute so sehen, oh, ich habe mega Bock, dahin zu gehen. Und das kann wirklich ein großes Festival sein, Livestreams, irgendwas am Gaming-Bereich vielleicht oder irgendwelche Sachen oder auch vielleicht Leute dahin rufen, die sie persönlich kennen. Sie wird Influencer, Content Creator, Musiker, Musikerinnen. Ich meine, so Sachen gehen dafür sorgen, dass die Jungs sich mehr dafür interessieren. Ich meine, wir müssen sie mehr verbannen. Das heißt, Aktivitäten machen, die sie auch interessieren am privaten Leben. Wie zum Beispiel Gewinnspieler oder ein Influencer da anladen oder vielleicht Competitions machen, wo sie gehen näher antreten, like the Ace Lake, mit Center, mit Süden. Ich meine, da gibt es so funny sehen, wenn sie da Gruppen hast mit Influencer gemischt, wo sie gegen den kämpfen. Und da wir gewinnt, da wird den Europadach nächstes Jahr gefeiert. Oder zum Beispiel Festivals zu machen und ja, andere Aktivitäten als Kultur rüberzubringen, mehr von der jungen Perspektive. Hast du eine Message an die nächste Generation von den Jungen, die in Europa Werte leben? Ja, ich meine, eine Message ist wirklich so, don't take Europe for granted. Zumeist, wenn du schon ein Jahr am Ausland gewesen bist, du schon mit Leuten aus dem Ausland geschwatzt, die nicht in Europa leben, wie sie leben, wie ein Problem sie haben. Weil wenn du dann so zurückguckst, bist du so, okay, ich lebe gerne in Europa. Ich meine, mir so coole Aktivitäten wie zum Beispiel Erasmus, der European Solidarity Corps, Aktivitäten, wo sie können in den Ausland gehen und etwas für die Menschen machen. Und ich glaube, das ist am Anfang da, wo ich gelernt habe, Europa zu schätzen. Weil wo ich dann an einem Erasmus war, in Paris, und da gesehen habe, oh mein Gott, was für Möglichkeiten Europa ist nicht mehr gibt. Und am Anfang die Europäische Union. Und da habe ich wirklich gelernt, okay, ich meine, wenn man für mehr die Erasmus promoten oder die Solidarity Corps, für Beispiel, mit 18 kannst du gratis Reisen in Europa und EU sponsored or paid everything. Like, ich hätte so gern die Möglichkeit gehabt, Europa zu entdecken und alles bezahlt.